Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Also erstmal muss ich sagen, es ist eine unfassbar geile Show bis jetzt. Also glaube ich habe kein Wort verstanden. Das ist wirklich absolut gar nicht. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie unfair das manchmal ist. Ne? Weil viele Deutsche machen sich ja gerne schon mal über den schweizerdeutschen Dialekt lustig, ne? Und stehen und sagen, ja super, grüezi, ja. Und eigentlich, ganz ehrlich, kommt ihr uns einfach nur sprachlich entgegen. Weißt du, weil ihr redet ja mit uns extra langsam, damit wir euch verstehen. So, ne? Weil ihr könntet ja auch einfach sagen, fickt euch. Ne? Also, fickt euch. Ne? Aber stattdessen steht ihr da und sagt so, ja, lieber deutscher Nachbar, ich rede extra langsam, du Vollidiot, damit du mich verstehst. Und eigentlich denkt ihr nur, eure Armut kotzt mich an. Das ist so. Was ich richtig finde. Und was stimmt ist, ihr seid einfach entspannter. Das ist tatsächlich so. Ich lerne auch viele neue Worte. So, ich habe, als ich Solo gespielt habe, das letzte Mal in der Schweiz, stand ich halt da und habe ganz easy einfach gesagt, ja, ich frühstücke gerne Müsli. Und dann haben alle gelacht. Also es ist nicht falsch an der Stelle, ne? Ich mag beides. Und das ist okay. Und auch ein neues Wort habe ich eben gelernt, das Büsi Katze heißt. Das habe ich jetzt auch gelernt. Apropos Katze und Hunden. Also das ist eine super schlechte Überleitung, aber das braucht man Gott sei Dank beim Stand-up nicht, sonst würden wir ja Theater spielen. Ne? Das ist, eigentlich wäre es auch niemandem aufgefallen, niemandem, ne? Aber ich habe es gesagt, so, ne? Ich meine, es ist schon spät und ich freue mich, dass ich da bin. So, und ja, ein paar sind noch dabei. Sehr gut. Nein, aber das ist ja tatsächlich so, weil wir können viel von Tieren lernen, auch so charakterlich. Da ist ja so der Ursprung, ne? Und man sieht es am ganz einfachen Beispiel. So Hunde und Katzen sind charakterlich wahnsinnig unterschiedlich. Und wenn du das runterbrichst auf eine Situation, merkst du das sehr schnell. Wenn du einfach zu Hause sitzt, willst einen Film gucken, sitzt auf deiner Couch, willst dein Haustier streicheln, hast einen Hund, willst den streicheln, der sofort kurz, der freut sich. Hast du eine Katze, willst die streicheln, weil du denkst, es wäre eine gute Idee. Macht die. Fick dich. Guck dann den beschissenen Film, aber fass mich nicht an. Ich weiß jetzt nicht, warum ich da wienerisch rede, aber irgendwie passt das ganz gut. Oder wenn du deinem Haustier was zu fressen gibst, ja? Hast du einen Hund, gibst du was zu fressen, der sofort... Hallo, habt ihr nichts bekommen? Hallo, Hunger? Hallo, hallo, hallo. Hast du eine Katze, gibst der so was zu fressen, die so... Bist du deppert? Du hattest eine beschissene Aufgabe. Vor mir befindet sich eine Schale. Dort kommt das Fressen rein. Du bist ein Mensch mit 2 gesunden Armen und 2 gesunden Beinen und du kriegst es nicht hin. Das Fressen. Fehlerfrei! In die sich mir befindliche Schale zu befördern. Bist du deppert? Hast du mal geschaut, wie das ausschaut? Das schaut aus, als hätte ich 3 Tage lang schlimmen Durchfall gehabt. Willst du Durchfall fressen? Siehst du, dann kannst du das jetzt mal wegmachen und ich bestelle was bei Foodora, Arschloch. Das sind Katzen. Und apropos Durchfall, so, weil in Deutschland, das ist auch schlechte Überleitung Nummer 2, es wäre auch wieder keinem aufgefallen. Auf jeden Fall, in Deutschland laufen auch ganz viele furchtbare Fernsehformate. Ich weiß nicht, ob ihr Silvi Mais kennt. Das ist so eine Frau, die hat vorher Let's Dance moderiert, stand da immer so... Herzlich willkommen bei Let's Dance. Ich bin Silvi Mais. Hatte ich noch Text? Ich weiß nicht. Und die hatte eine ganz schlimme neue Sendung jetzt. Die hieß Silvis Dessous Models. Und dann hat sie auch ein Dessous-Model gesucht und auch eins gefunden. Und die Gewinnerin ist kein Scheiß wie ich, Tané. Wo ich so dachte, Alter, ey, ganz ehrlich, der Name ist so selten, da muss es die eine für uns beide verkacken. Neben Silvi Mais gibt es dann irgendwie so immer noch Helene Fischer, Heidi Klum. Und mich nervt halt bei dem Frauenbild, was repräsentiert wird, dass das dann die Frauen sind, die dann in Talkshows sitzen und sagen, es sind nur gute Cremes und Quellwasser. Jetzt lache ich. Jetzt bin ich traurig.
Nee, glauben Sie mir, ich trinke sehr viel gutes Wasser am Tag. Ich trinke natürlich nicht nur 3 Liter, Sie müssen schon 70 Liter Wasser am Tag trinken. Aber Sie können es nicht einfach so trinken. Sie müssen es vorher einfrieren, in leichte Blöcke schneiden, kurz auftauen lassen, dann die Augenringe einmassieren, dann intravenös einspritzen lassen. Und dann haben Sie fast das Gefühl, Sie hätten sich die Hälfte des Gesichtes weggeschnitten. Lachen, Frau, sorry. Ist doch scheiße. Und jetzt stell dir mal vor, ihr macht mit diesen Frauen so exemplarisch irgendwie mal so einen gemütlichen Fernsehabend zu Hause. Mit Fressalien. Weißt du, wie sieht das aus? Ey Heidi, willst du ein Bier? Okay, paar Chips. Helene? Oh nein, danke. Sonst muss ich immer wieder diese Kilos spüren, immer wieder. Kalorien zählen, will mich nicht übergeben an den Chips, die du mir gabst. Jetzt dürfen sie klatschen. Warum haben sie aufgehört zu klatschen? An Helene Fischer Applaus dauert 15 Minuten. Nein, das ist okay. Die Zeit haben wir nicht mehr. Obwohl, ey, ohne Scheiß, ihr seid richtig gut in Time. Habe ich hinten schon gehört, wir haben pünktlich Pause gemacht. Das ist ey, in Deutschland never. Wir warten 10 Jahre auf irgendeinen Zug, der vielleicht dann mal kommt, weißt du, und hier direkt, wir machen eine Pause, dann machen wir weiter, 15 Minuten. Das ist der Hammer. Ich komme damit gar nicht klar. Ich rede auch über alle Sachen so mit meiner Lebensgefährtin und da gibt es auch immer so viele Themen einfach, die ich immer noch nicht ganz raffe, weil sie hat persische Wurzeln, sie ist in Deutschland geboren, in Frankfurt auch da aufgewachsen, also Deutsche eigentlich. Wenn du mit ihr telefonierst, Deutsche, wenn du sie siehst, Ausländer, furchtbar raus hier, keinen Cent, keinen Cent. Und sie wird teilweise so dumme Sachen gefragt, ne? Echt so, ach, Sie sind Perserin? Ja, mein Arzt ist auch Perser, kennen Sie den? Und du sagst, das ist so bescheuert. Ja, ganz ehrlich, mich fragt ja auch keiner. Hör mal, Tane, du bist ja eine Lesbe, ne? Sag mal, die Alice Weidel von der AfD. Das ist ja auch eine Lesbe. Kennst du die? Sag ich immer, ja sicher. Wir teilen so dieselbe Haushälterin. Macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Wobei, was ich ja geil finde, ihr wollt ja gar nicht mehr. Die wohnt ja hier in der Schweiz, in Biel, ne, und die wollen die nicht mehr. Ne? Das finde ich geil. Also geil für euch, schlecht für uns. Aber das finde ich sehr gut. Ah, okay. Ich freue mich, dass ich da bin. Das ist so. Aber es gibt jetzt so viele Punkte einfach. Ne? Wenn wir zum Beispiel Händchen halten, über die Straße laufen, ist es auch so, der erste Blick fällt auf unsere Hände, total irritiert. Dann in unsere Gesichter, genauso irritiert. Und dann bleibt der Blick bei mir haften, so nach dem Motto, Rassenschande. Und ich krieg echt mit, wie letztens jemand an uns vorbeigeht und ich höre noch wieder sagt, typisch Flüchtlinge, jetzt nehmen die uns auch noch die Lesben weg. Und es war so, als ich dann die Eltern kennengelernt habe, ich war voll nervös, ne? Weil Perser sind eher dafür bekannt, dass sie sehr darauf achten, was jemand beruflich macht. Ne? Das Lesbischsein war sowas von scheißegal. Das war so, warum viele meiner Freunde sind Libanesen? Es ist okay. Und die Mutter hat dann sofort wissen wollen, was ich beruflich mache. Sofort, oh, was macht deine Freundin beruflich? Oh, warte, sag nicht, ist sie Anwältin? Oh, warte, sag nicht, ist sie Ärztin? Meine Freundin so, nee, die ist Comedian. Ha? Ich verstehe nicht, was ist das? Comedy wie ha? Mein Freund so, ja, die steht auf der Bühne und erzählt Witze. Ja, aber vorbei, ne? Die Mutter komplett, der ist alles aus dem Gesicht gefallen. Die nur so, woi, eine Clown? Meine Tochter, die ist mit einer Clown zusammen? Wem soll ich sagen? Meine Tochter, die ist mit einer Clown. Trägt sie auch eine rote Nase bei diesen Auftritte? Und es tut mir auch total leid, ne? Weil ganz ehrlich, dann denke ich so, ich hätte auch was Normales machen können. Irgendeinen soliden Job. Weißt du, irgendwas Grundsolides. So Kirmesansager zum Beispiel. Ja? Ich glaube, zu Kirmes sagt man hier Chilbi, oder? Chilbi, auch Ansager bleibt? Chilbi, Ansager? Ja, man ist sich nicht sicher? Okay. Chilbi-Typ. Chilbi-Mensch. Chilbi
Wie heißt der? Chilbi-Ansager. Wir bleiben. Ja, komm, das war so, halt die Schnauze, erzähl einfach zu Ende jetzt. Das ist so. Okay, das ist der Chilbi. Aber ich liebe das, ganz ehrlich. Das ist so ein cooler Job. Stell dir mal vor, du bist der Chilbi-Ansager. Du sitzt den ganzen Tag in diesem Kasten drin. Dich stört keine Sau, das sind ja Scheiben. Ne? Und wenn dir irgendeiner von den Gästen auf den Sack geht, ja, dann machst du das Gerät halt schneller und denkst, du kotzt gleich von Pommes und Crepe. Mir doch egal. Aber es ist ja egal, zu welcher Chilbi du gehst, ne? Die Ansagen klingen immer gleich, als würde das immer ein Typ machen, der so rumfährt, ne? Und sich da überall reinsetzt schnell. Das klingt immer genau so. Ja, jetzt geht's hier wieder richtig los. Jetzt nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Wir fahren jetzt hier nächste Runde hier. Wir fahren Breakdance, Breakdance, Dance the Break. Jetzt geht's hier los. Bitte nicht aufhören, jetzt dabei sein, Spannung halten, jetzt einsteigen, wir fahren los. Jetzt mal volle Granate, Renate, ab durch die Mitte, Brigitte. Sandy, Mandy, Candy, dabei sein, frei sein, jetzt geht's hier los, einsteigen, dabei sein. Ich sehe gerade einer ist nicht angeschnallt, rausgefallen. Du kannst nach Hause fahren. Und ich liebe das. Das macht echt viel Spaß so. Also einfach sehr cool. Und das Ding ist, das kommt ja jetzt hier so vom Pult, aber für zu Hause gibt es das auch. Ne? Da kann man sich so eine Loopstation kaufen. Also für Singles würde ich es nicht empfehlen, für Paare. Super. Da kann man den Partner morgens zärtlich wecken. Und einige denken über Geschenke nach. Das ist gut. Wenn ich diesen Effekt jeden Tag zur Verfügung hätte, ich würde nur Scheiße damit machen. Ne? Georgie, kannst du das noch mal ganz kurz reinhauen? Das wäre mega. Hallo, schön, dass ihr alle gekommen seid zu unserer heutigen Messe. Ihr krassen Motherfucker. Wir fahren jetzt ins Jenseits. Oh, 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 oh. Sorry. Das war eigentlich super. Du musst 5 Jahre nicht mehr zum Arzt zum Check-up. Es funktioniert alles. Okay. Was man auch super damit machen kann, ist das hier. Man spielt ja oft alleine Ping-Pong. So, also. Hallo? Hallo? Wo bin ich? Hallo? Wo bin ich? In Heidi Klums Arschloch. Nee, ich habe ja gesagt, ich würde nur Blödsinn damit machen, so. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist Chilbi-Ansager, ja? Du liebst deinen Job, du machst das jeden Tag, ja? Du musst aber ja irgendwann mal wieder nach Hause. Du sitzt den ganzen Tag, die halbe Nacht da in diesem Kasten. Da kannst du mir nicht erzählen, wie du dann wieder nach Hause gehst, dass du dann auf einmal wieder normal redest. Wie meisterst du als Chilbi-Ansager deinen Alltag? Weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel zur Post gehst. Danke für die Briefmarke. Ab geht die Post. Oder so ganz normale andere Alltagssituationen. Beerdigung. Jetzt ist mal letzte Runde hier. Und tschüss. Aufgestanden, Platz vergangen. Ich weiß, das ist ein heikles Thema, ne? Aber ein paar Augen habe ich schon gerade leuchten sehen. Ne? Das war so, das ist eine super Idee. Für nächste Beerdigung Loopstation kaufen. Gut, einer kriegt nichts mit, aber der Rest. Und natürlich als letztes, ja, ist natürlich auch am intimsten, denkt man so, wie ist denn das eigentlich beim Sex? Wie ist es, wenn du Sex hast mit einem Chilbi-Ansager? Ganz ehrlich, ich glaube schon, da werden ein paar Extra-Runden gedreht.
Aber ich stelle mir das tatsächlich immer genau so vor. Ja, jetzt geht's hier wieder los. Jetzt mal letzte Runde. Wir fahren rückwärts. Einsteigen, dabei sein, frei sein. Wir fahren los, hier die wilde Fahrt. Ja. Ja. Super, das ist eine Kamera. Ah, die guckt nicht, das ist super. Ja. Ja. Jetzt geht's hier los. Nochmal schneller werden jetzt. Hier kommen wir zum großen Finale. Endspurt angesagt. Wir zählen runter. 3, 2, 1.